Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Esplanat op der Esplanat dem ganz neuen Hotel zu Dickrich. Am Dezember dat last Jahr durchstunde wir heiner op engem Chantier. Wenn's der Pandemie hu se Stabechten natürlich auch ein bisschen rausgezogen. Lo war endlich soweit an aus dem allen Beau Séjour als eng neue Top-Adresse zu Dickrich gehen. Am November dat last Jahr kon schon de Restaurant La Fondue op der Nummer 12 op der Esplanat Singdieren opmachen. Lo dann endlich war doch soweit für den 3-Sterne-Hotel. Und zwar am selvechten Esprit. Am Esplanat-Hotel La Fondue fiel den sich besser wie an engem Chalet an de Bierger, eng gemütliche Atmosphäre, die allouet zu bleiben. On est parti sur le même style de déco, donc on est basé sur voilà, le bois, l'esprit chaleureux comme ça, et voilà, des chambres on va dire assez basique, avec une literie de qualité, une belle télé bien comme il faut, parce que ça c'est important pour les gens, et puis une belle salle de bain, voilà, basique mais simple et efficace. No der Renovierung an dem Ausbau vom früheren Beau Séjour Hotel kann den neuen Esplanade Hotel lob weit über 20 Zimmer zurückgreifen. Den Etablissement riecht zu Jujidrien, will in Zukunft auch mit den Betrieben rundherum zusammen schaffen. Trotzdem adressiert sich den Hotel vierrangig und Touristen. Auch Deko von den Zimmern gouf an dem Sinn konzipiert. Avec la petite note luxembourgeoise, donc en fait toutes les chambres sont décorées avec un panneau qui rappelle un monument du pays. Et on va encore installer dans les chambres une carte du Luxembourg avec l'endroit où se situe le monument qui se trouve dans la chambre pour permettre aussi aux touristes qui, quand ils arrivent par exemple dans une chambre où il y a une photo du château de Bourgscheid, s'ils veulent aller le visiter, bah, voilà, ils regardent sur la carte, ils peuvent aller visiter le château de Bourgscheid ou un des autres monuments qui sont en expo dans les chambres. En Juni huet den Esplanade-Hotel de Betrieb opgeholl, an och van lo kein richtig Fondue-Zeit ass, so gëtt et der eng Summerkart mat Zaloten an Issen kann en noch op der Terrasse. Also roueg moll Rallus na Fleisch doch ausprobieren, ha gin net och eng Partyzimmer mat flotter wie op Nature raus, wo secher mal ger mi lang bleift. Am Hotel können se op alle Fall nëpp mir werden, so richtig Schloss ze lehen. Ah, moi je suis super heureux, je suis très fier surtout. Qu'on ait un joli petit hôtel ici à Dickkirch, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Pas uniquement des touristes, aussi des gens, des locaux qui des fois reçoivent de la famille, voilà. Ils aimeraient bien les placer dans un hôtel, voilà. On a maintenant enfin un joli petit hôtel, sans prétention, mais un joli petit hôtel à Dickkirch. Den Isel gehört zu Dickrich wie den Hund normalerweise auf den Kirchturm. Auf all Kampf von Heidat Wies hat das Syndikat Initiativ diesen Lo als Zugpferd geholt für ein Flotspiel über die Koppen von Dickrich. Die Schulkammer aus der Gemeinde, die haben den Donkey Challenge für Reis ausprobiert. Dickrich huet Chance als Staat Motten zur Streichhivelen ze leiien, wo ich wunderbar spazieren goen. Auf dass dat Lo noch méi interessant gëtt für allen 4 Kanner huet das Syndikat Initiativ von Dickrich den Donkey Challenge an Kliewe gerufen. Donkey Challenge als eng Herausforderung am Fong für allem für Junker, für Kanner gedurcht und geht dabei darum, die 3 Hivel unter dem Dickrich zu bezwingen, also rob zu klammen. Und das sind eben 3 verschiedene Wanderwehr. Das eine das Rob auf dem Deivelselter, das andere das Zeiterdrob an den Busch und das letzte ist dann den Herrenbierger Rob, der so ein Kind gesehen habt, den höchsten Biersch unter dem Dickrich. Aber wenn ihr die 3 Bierger gemacht habt und noch nachweisen kann, dass ihr noch mal Biersch über war, dann kriegt ihr noch eine kleine Belohnung dafür. 2 Schuljahr aus der Grundschule wollen den Defi ugoen. An Etappen natürlich. Haut steht Monte vom Seiterdun. Alles, was Kanner für den Donkey Challenge brauchen, sind Karten W an ein Handy, wo sowohl Bluetooth wie auch der Standort an Push-Nachrichten aktiviert sind. Und die App, über die das Ganze läuft. Passieren Sie mit Ihrem Handy an gewissen Punkten um W, kriegen Sie eine Meldung geschickt, wo die interessanten Hintergrundinformationen gibt. Beim Seitertour aber, da hat es als erstes Mal eine ganz beruhigende Nachricht. Meier kann se gewur gehen, dat se lo muss bis dowe bei de Pavillonfir go wat eigen Scheet heissen ass, weil de noch he wirklich ganz gut kennt als Scheet heissen. An kann er gemeint Jo gi bis 4 bei Scheet heissen, an da können eng Paus machen an schmenge sie noch all eng Schmier oder den Obst dabei an schmengen dann aus dem Moment fir dat se.
Elo also aus dem rasch du gesot an dat das auch neidisch bei diesem Weh, du geht es nämlich direkt fern wie Job. Meinungen über den Obtakt sind dem nur gedeelt. Ich bin gut fand. Es war schon ein bisschen anstrengend. Schön, also mit der Klasse ein bisschen raus spazieren zu gehen, fand das immer flott. Und wie war den Anfang dann heil nicht so hart? Nein, das gegangen. Also ein bisschen anstrengend, aber nicht so viel. Cool. Gut. Außer die Bierschrauben gehen. Ja. Die war wirklich anstrengend. Nee, das ist aber okay, das zu machen. Ja. Nee, das ist cool, meine ich. Das Schlimmste sie aber lohanert sich an einer kleiner Stärkung, dann geht es ganz relax vier Runden. Schon gëtt et nie eng Meldung op den Handy. Dékeer mat e bëssen Zusatzinfo. Sie müssen dem Joer heuer Geld bezahlen, für das sie nicht Joer können. Steht das wirklich dran? Ja, hei. Dass den Börstig den mis eigentlich für ein Jahrhundert mis den aufgeholzt gehen. Dünn aber dickrischer, die wollten das nicht, weil die viel hin aus Spazieren kommen also auch noch immer. Und dafür haben sie sich dann zur Summe gemäht, für das den Bösch noch ganz klar bleiben. Und das wusste ich nicht, also persönlich wusste ich das nicht. Iwer all diesen Informationen kann ich schon bald vergessen, dass den am Gang als eng Wanderung zu machen. Der Spazierweg mischt sich so schon bald wie von der Länge. An der Zwischenzeit treffen wir auf der Speed von der Schuljahr, der sich heute auf den Weg gemacht hat. Und noch heute sind die Jungen ganz fasziniert von dem, was sie alles auf den Handy gespielt kriegen. Möglicherweise ist dieser Weg sogar schon zur Römerzeit genutzt worden, da im Zentrum von Diekirch eine große römische Villa mit prächtigen Mosaiken stand. Und wie hast du den Donkey Challenge gefunden? Es hat Spaß gemacht und es ist schön, Natur mal zu sehen. Ich finde das ganz flott, weil ich den Sport gemacht habe, weil noch so getrüppelt ist. Und waren noch mal Kollegen zusammen, ich konnte schwatzen. Und ich konnte den Busch genießen und viele schon noch lauschen. Flott, weil wir hier mit Kollegen waren und wir haben viel gelernt. Und wir haben hier eine ganz schöne Aussicht. Etwas allerdings darf nicht vergessen gehen, als Beweis, dass ich noch Biersch war, muss ich noch all Kopf vom Challenge ein Selfie machen. Der Kanner und dem Lehrpersonal hat diesen Tour an der Natur auf alle Fall großen Spaß gemacht. Den Donkey Challenge dürfen also ohne Einschränkung nur machen. Also ich meine schon, dass es auch für die Leute von heute ganz flott ist, also für ihr selber, also immer am Flot an den Busch zu kommen. Aber ich meine vor allem, dass es für die Kinder und für die Jugend immens flott ist, weil ich schon nämlich in der letzten Zeit gemerkt, wenn ich mal mit den Kindern, mit meinen Schülern hier in den Busch gekommen sind, dass sie oft gar nicht mehr, sie selber und noch nicht mit ihren Familien hier an den Busch kommen. Das heißt, das ist gar nicht mehr so normal, dass sie die Wehr hier am Busch kennen. Und ich denke, wenn ihr da so an eine App drin hängt, was man Handy dann zu tun hat, weil das aber cool ist, dann ist das wahrscheinlich für sie mehr attraktiv, für dann ein KDW hier aufzugehen, wie wenn ihr seht, wir gehen an den Busch spazieren. Auf ihn Andy 3 Touren an 13 Kilometer gepackt hat, der kann dann noch beim Syndikat auf der Liberationsplatz in Kleinblohnungen verschwellen, stolz auf sich sind, die 3 Bierger von Dickrisch bezwungen zu haben. Eine Alters- und Zeitbegrenzung gibt es beim Donkey Challenge nicht. D'Originen vum Celtic Dickrisch gin op Jo 1968 zréck. Demals goufen moll nach keng Lafpest. Entretemps steet sech de Liichtathletikverein vun Dickrisch awer ziemlichlech gut. Net nëmme kutten sie fir hun Ball engem Joch am Stadion an der Mäertestross e komplett neier Belag op hireer Lafpest geluecht. Mei entretemps gin noch eng 100 Leiit vun engen 10 Trainer forméiert. Freude sowes van ze Summen trainiert gëtt,
aus dem nur immer ein Glas. Nacht ass de Stadion ha gebaut gin an du war auch Liedertätigspiest, dat huet natürlich dem ganze Club relativ große Schub nofir gin, weil man dun eng Infrastruktur hat mat enger Hal an enger Liedertätigspiest am Zenter hier ass den Celtic bekannt doch mat vielen guten Lefach. Also die Leistung ist natürlich groß geschrieben, wir haben noch ganz gut Athleten, aber wir sind noch froh, ganz gute Athleten zu haben, weil die Vierdelers, die zählen ein bisschen die Jung mit, weil dann sind sie so als Beispiel für die Jung, und die Jungen können noch reparieren, an die sagen, okay, die lief gut, da probieren nicht an die Richtung noch zu gehen. Also ich bin schon seit schon nächste Schuljahr sind dabei, und ich mache hauptsächlich also Mitteldistanz. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt über 800 Meter bis 3000 Meter. So. Irgendwann will ich mal auf eine Europameisterschaft kommen und ja, dafür wirklich mein Traum. Das heißt, du bist aber schon ziemlich gut hier. Ja, also ich ging schon so, dass ich relativ gut bin, aber fehlt noch ein bisschen für auf eine Europameisterschaft zu kommen. Nee, ich bin motiviert und ich will auch einfach mal so, alles gut. Das Basisfreizeitsport. Und natürlich verschiedene Wellen ob den Freizeitsport losen und dann pushen wir sie auch nicht zu viel, weil Sport muss aber noch Spaß bleiben. Und die gut sind, man die pushen wir. Und wenn sie so, nee, ich will einfach auf meinem Niveau bleiben, dann forcieren wir sie auch nicht. Ich habe am Anfang schon alles probiert. Ich war im Weitsprung, im Höchsprung, habe noch schon Hürde gemacht. Sprint ist mir dann aber aufgefallen, dass man da am besten leid. Und schon einfach kurz und knapp. Und das kann alles gehen. Und Training ist auch flott? Ja, auch flott aufgebaut, auch flott mit Freundinnen heute zu sehen, nicht allein zu sehen. Und ja, freut mich. Ganz sicher, weil ich möchte immer ganz viel Spaß an. Laufen geht immer mega gut an. Ich bin ganz froh, seit den 4 Jahren. Und auch wenn ihr mich später dabei könnt, laufen kann ich immer machen und das geht immer mega gut. Ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir mal. Oui. D'accord? Und hier auf der schönen neuen Piste. Das ist mega schön. Also ich fand das wirklich ganz schön gehen. Lebt ihr ganz gut. Ja, und ich freue mich auf Freitag-Training hier. Die Piste ist fantastisch. Also die neue Piste, die ist genial. Der Belag ist super, die ist agréable, die ist sehr, die ist komfortabel. C'est une piste qui a quand même 8 couloirs, que ce soit sur le 200 ou sur le 100. Elle rebondit super bien, donc on va dire que ça c'est super important pour les entraînements, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. C'est pour, on va dire que ça évite toute blessure. Ich trainiert man den wieder dat een Einzelsportart. Also het wichtig dat Leute man den trainieren für auch dat mir eben zu summen halen, dat net schiedfried an sech an segem Eck trainiert, dann dat mir nur kein Club sind. Das heißt, Training laufen parallel, mittwochs a Freudes von 8, also für 6 bis 8 Dauer overs. Und dann die Migros, die haben noch verschiedene Trainingen supplementär, entweder Mondays oder Sonntags en Funktion von welchem Gruppe sie sind. Wo Malo ganz viel investieren noch als Jugend, der möchte gesehen eine relativ motivierte Trainerequipen, die ganz viel investieren, ganz motiviert sind und probieren do Gageport zu sehen zu den größten Clip aus dem Zentrum, eben aus der Stadt oder aus dem Süden vom Land. Aber das gelingt also auch relativ gut die letzte. Die letzten 2-3 Jahre Celtic hat super Arbeit gemacht. Wir haben sehr viele Kinder, wir haben Nachwuchs. So ich hoffe, dass Kinder bleiben bei uns. Da gibt es neue Sachen. Flexheit zu dickrisch und zwar auf den Anfang des Monats auf den 3 Stationen
Die ganz BMW-Flot geht Minien ausgetauscht, also geht es noch mehr interessant, mit dem gelehnten Auto durch Dickisch zu fahren und auch zu parken, weil das schließlich meinen Platz anhält. Von den kleinen Autoen dann bei die ganz groß Gefierer für uns ziemlich knapp 2 Monate durch am Autosmusee die neue Exposition 100 Jahre motorisiert Landwirtschaft zu Lützeburg lanciert gehen. Lo also heute nach genau 4 Monate für sich das außergewöhnliche Ausstellung angucken zu holen, hat aber schon ein kleiner Vorgeschmack. De Marc Fichte, freier Präsident der Bauernzentrale, ist begeistert von der neuen Ausstellung am Autosmusee. Sein Favorit ist dieser Massey Ferguson von der 60, den 1951 auf den Markt gekommen ist. Er selber ist noch im Besitz von diesem Traktor, auf hier sogar selber raus für Beschäftigten. Alles an allem fasziniert Marc Fichte für allem, dass das Expo eine von der wichtigsten Entwicklungen überhaupt weist. Ich muss wissen, dass 4 Drohnen eigentlich die also da habe ich alle Leute von dem Pferd gemäht, das Kind an der Pferd auch den Talschen von dem was gewusst ist, quasi auch gefriert zu haben. Wir eigentlich Energie zu haben, wir eigentlich das alles können zu machen. Also ich meine die ganze Technik, die eigentlich 400 Jahre eigentlich kaum ist, hat dazu eben gefordert, dass mehr Lebensmittel an der Bauer auch viel mehr Licht schaffen können. Heute zu Lützeburg sind über die Jahre allmählich Marken über die Felder gefahren, aber hauptsächlich mit kleinen Maschinen, ganz einfach, weil es am Vergleich mit den USA auch größtenteils kleine Betriebe gab. Trotzdem wollten sie an der Ausstellung zu Dickisch auch den Anfang von der Traktorsgeschichte festhalten, mit diesem großen Case-Modell aus den 20er Jahren, die für allem in Amerika zum Einsatz kommen. Die meisten von denen Traktoren kommen aus Amerika, weil sie da riesig Flächen hatten, relativ wenig Leute, die da geschafft haben. Und mit dem Pferd hat sich bald nicht rentiert, weil sie riesig Flächen zu bewirtschaften. Da muss ich dir vorstellen, wer ein Traktor wie der Teilen konnte auf einer Farm, ja, ich gebe so 60 Pferd ersetzen an ja, ungefähr 30 Mann. Und da ist es schon rentabel gehen, wer Lebensmittel auf diese Flächen zu produzieren, was ohne diese Maschine nicht möglich gewesen wäre. Auf den Feldern gefahren ist dieser Case-Traktor für den Ersten Weltkrieg, wie Männer und Pferde in Amerika mussten an den Krieg ziehen, an dem noch Maschinen hier die überholt haben. Bei Eishockey sind die ersten Traktoren Richtung den Ersten Weltkrieg gefahren. Für die Hungersnot in Europa entgegenzuwirken, hat Henry Ford diese Fahrzeuge bauen gelassen, die in der Zeit in einem Garage zu Ettelbrück verkauft wurden. Den Traktor ist im Meilenstein an der Technik von den Traktoren gewicht, weil seine sogenannte Blockbauweise wären immens einfach zu bauen und noch mehr liegt wie seine größten Konkurrenten wie die Case, die wir früher gesehen haben. Das heißt, du hast den Motor als Dreckrad am vom Traktor, da geht die Viechdachs 4 drüber geflanscht, Gedriff an die Händischdachs getan drüber geflanscht, das hat sich um Fließband immens einfach gebaut, als robust und das ist von so wie heute nach die meisten Traktoren gebaut gehen. So eine Maschine hat wohl nicht den Komfort von einem heutigen Traktor, trotzdem war Technik für die Zeit revolutionär. Und auch gab es am Anfang viel Kritik und auch lange Schiederin aus dem Traktor gefahren. Das hat in der Zwischenzeit stark geändert, von der Haut die meisten mit den modernsten Maschinen. Die Basis von der Technik hat sich trotzdem über die Jahre gehalten. Du hast Sachen Hautmaschinen, die mit Laser schaffen, die Hautsachen oder Unkraut erkennen. Also das ist die ganze Entwicklung, die kaum ist und die nach immer, wo in heißt so mengt, es wären eigentlich mit der Entwicklung und kommen immer neue Sachen an, was auch auf dem Manier gut ist. Mit Basis von Traktor, also ich als Haut nach quasi dasselbe, also den Ursprung ist noch immer dasselbe, dieselbe habe ich doch Haut nach der Matt gemäht, eben sind Haut mir groß. Die Klimaanlagen dran sind einfach das schon ein ganz großes Changement, aber trotzdem die große Technik bleibt. An der Expo 100 Jahre motorisiert Landwirtschaft zu Lützeburg kriegt einen flotten Überblick über die ganze Entwicklung am Sektor. Gewisse gehen natürlich nicht mehr die bekanntsten Marken, die die wichtigsten Entwicklungen festhalten, oder aber die Bezug zu Lützeburg haben. Für den Maschinenbauingenieur Nico Röder, den Traktor sammelt, gibt es auf alle Fall keine mehr faszinierende Maschine wie ein Traktor. Es wird die wichtigste Erfindung überhaupt.
Eg ganz ofwieslungsreiche Exposition op alle Fall den op Käfall sollt engoelossen. Well grad die Vielfältig geht, möchte immer, dass het so interessant geht, an dat gilt doch fir Pride Week, die vom 3. bis den 11. Juli war. Bei der Gelegenheit huet doch Gemeng Dickrich den Fandel vun der LGBTIQ-Community rausgehangen, für sich solidarisch zu weisen, gegen all Formen von Diskriminierung vorzugehen. LGBTIQ steht für Lesbien, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, also all die verschiedenen Formen von Sexualität mit den Regenbogenfarben assoziiert. Vielseitig und spannend vorgebracht wird Ende Juni an der Allerseerei gewiesen gouf. Eine Exposition mit internationalen Wimmelbildern. Auch heute wird ihm noch viel zu gucken und zu entdecken. Ende Juni war die bekannte Wanderexpo von der Internationalen Jugendbibliothek zu München auch zu Dickrich gekommen. Auf Initiative von der Aufwurzelbildung ASBL waren das teils bekannte, teils unbekannte Bilder aus der letzten Jahrzehnten hier durch Lützeburg angetreten und dann auf dem Mond vom Geschichte-Café Bonn-Senne-Bonn-Söven, also an der Seerei gelandet, von ihr den Älteren an dem Grand Publik für allem Schulkanner an der Genuss von diesen weiblichen Bildern kommen sind. Also war dann von ganz flott aus bei den Wimmelbüchern et Kinder für die ganz klein, wo es einfach darum geht, Sachen zu gucken, zu entdecken, Farben, Objekte, Personen. Aber die Kinder auch, zum Beispiel lohnt mit den Kindern der Rayon Stiert geguckt, wo es darum geht, was für eine Sorte von Stiert gibt, wie wohnt da, wie viele Leute wohnen, was für eine Kuriosität gibt. Das kann ich mit kleinen Kindern ein bisschen entdecken, mit den großen kann ich da aber schon inhaltlich ein bisschen mehr an Tief drauf angehen. Was einfach als Anfang ein Wimmelbuch, ein ganz einfaches Buch, wo sich viel dreht, aber die Bilder man ist, kann neu entdeckt gehen. Und Palette, also in der Zwischenzeit enorm gehen, wie Romy Liefken von der Librerie Zimmer feststellt. Sie waren der Serie mit einem Stand vertraut, für die ganze Panoplie auf Wimmelbilder vorzustellen, darunter auch so ganz entwickelt Publikationen für das Kunstbuch. Eigentlich so ein Bild mit ganz vielen Informationen und hat nur das Bild abgeraumt. Und das ist einfach eine Interpretation von einem Wimmelbuch. Ne? Und das ist etwas auch viel größer, weil Heinz, du musst sich auch freuen, was das auf dem Bild eigentlich für so viele Informationen, was kann ich mit den Informationen machen? Und wir gucken ein Buch nicht mehr so wie Kanner Buch gucken. Und hier kriegen wir die Möglichkeit, ein Buch so zu gucken, wie Kanner so gucken. Für allem aber geht es bei den Wimmelbildern darum, die Fantasie zu regeln und um die Kanner für Geschichten zu interessieren und Lesen zu fördern. Was ja auch der But von der Aufwurzelbildung ist. Die Responsable für die Leseförderung ist dafür nicht mehr wie Frau das Expo durch das Land gefahren zu haben. Und ich kann nicht just feststellen, dass sie sich überschlagen, für Sachen zu gucken. Sie gehen, sie touchen Bilder, sie gucken, sie sichern schon ein paar Lupen leihen, sie gucken mit den Lupen. Und das macht einfach Freude zu sehen, dass sie aber Lust haben, Sachen zu entdecken. Und sie sind auch für Sachen. Und das macht einen Mut, dann denkt den kann er aber Lust und Sachen zu entdecken und zu erfahren und ihre Kreativität frei Lauf zu lassen. Übrigens konnten Kanner bei der Expo auch die Wimmelbilder vom Geschichtsmuseum entdecken, die Chantal Kerschen hinne bei der Gelegenheit mitgebracht hat. Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr als im Leben wegzudenken. Auch am Esplanade-Hotel da haben sie vor allem auf den nachhaltigen Rohstoff Holz gesagt. Wenn wir nämlich so weiterfahren, wie wir lo in der Weise für zu konsumieren und wegzugehen, da kennt es eng gehen auf diesem Planet mit Ressourcen. Und dafür gilt es schon bei den ganz Kleinen mit der Sensibilisierung umzusetzen. Zentropio schon organisiert die Energieagence Kurse für Schulkanner, wo sie sollen gelehrt gehen, ob es Ressourcen auf der Erde aufzupassen, also wie man am besten Energie erspüren kann. Wir werden uns heute angucken, genau, wie viel dir verhalen hat. Von den letzten paar Jahren, wo du meistens mit der Ulrike warst, und du warst auch eingebaut mit mir, ne? Was du hängen geblieben ist. Auch an der Grundschule zu Dickrich kaufen die letzten Wochen die Schulkanner auf ihre Zukunft präpariert. Die heute Klasse hat schon 5 Stunden hinter sich und ist ganz begeistert bei der Sache. Sie haben genau verstanden, um was es geht.
Ich schon cool fand, dass in Lehre die kann Mafia Wald, weil Klima auch der Klimawandel ganz schlimm und Nachhaltigkeit an. Das ist cool, das zu wissen, dass in alles Kommando hier ganz vieles. Ich hatte immer mit meiner kleinen Schwester beschwart und alles, weil man Kinder mehr. Ich fand das wichtig, die Natur war ganz cool, es war interessant so über das Thema Wasser und Dinge so. An diesen Nachhaltigkeitsatelieren von der Energieagenz sollen Kanner aber nicht einfach mit Informationen vollgestopft gehen, mehr für allem ganz konkret lehren, wie sie selber können aktiv gehen. Das Wichtigste ist einfach, für dass sie an ihrem eigenen Alltag sich wenigstens mal bewusst gehen. Okay, was benutzen ich? Und dass es nicht selbstverständlich ist, wo das hier könnt ihr eine Lucht machen, dass das nicht an der Natur kann ich nicht eine Lucht schalten, wo eine Baum möchte oder so. Also, dass das einfach irgendwo hier können, und dass das auch ja, dem nur wegen Opfer muss bringen, dem nur wegen Energien. Und dass es aber auch Alternativen dazu gibt. Heute also geht es darum zu gucken, wie viel von dem gelehrten Material auch hängen geblieben ist. Dafür kriegen sie vorgestellt und müssen dann am Grob gucken, sich zu erinnern. Da hat wahrscheinlich kein großes Problem zu sein. Sie sind einfach froh, endlich zu wissen, was sie machen kann, für dass es der Umwelt besser geht. Wir haben immer die Luft ausgemacht, aber immer das nie gemacht. Und am Anfang haben sie immer irgendwie aufgelöst oder so. Das haben wir gemacht. Schon noch meine Schwester haben wir Hans durch Schulbücher gegeben, zu lernen an der Vakanz oder so. Ja, vieles. Und daheim habe ich auch alles Anfang umgesagt. Für dadurch zum Beispiel Fenster mir lang ganz oben an die Kabel rausziehen, wann ich nicht gerade brauche. Das ist meine Heizung soll machen. Und man Strom soll benutzen. Man Strom verbrauchen. Direkt die Stecker rausziehen, wenn dein Handy schon geladen ist. Ich fand es nicht gut, dadurch etwas kann man für die Natur so besser geht. Und damit sind das kein Einzelfall. Die meisten von denen, die an den Genuss von der Sekure kommen, können sich tatsächlich ziemlich gut erinnern. Boah, ich will auch eben, dass ihnen das wirklich gefällt, ne? Dass es mehr besonders Spaß in der Neuholz geht und dass Spaß in dem Modul und dass sie dann eben, du wenn auch mal mehr motiviert sind für das an der Zukunft dann einfach irgendwie an daheim eben zu praktizieren, was sie eben bei uns lehren. Ne? Die Schulkurse von der Energieagenz scheinen Kanner tatsächlich zu begeistern und beweisen, dass von Kanner etwas mit dem Gelehrten aufhängen können, das doch ganz einfach zu verhalen ist. Am Dickerscher Jugendhaus do as immer eng lass Nordstadtjugend deprobiert, den Jungen immer am Neiz zu bieten, als fir Aufwieslung am Programm zu suchen. So sind ja Sport an einer flotte spannenden Aktivitäten dobausen, mal immer nees mirauisch Ugeburter am Indoor gesot. Der Franz Dommerns, der war für uns bei einem Zeche-Workshop dabei. Moin, sind die Kim. Wir sind heute von Hariko, also jemand Jugendhaus kommen, für den Jugendlichen einen Kunstworkshop zu proposieren, wo sie lernen Characters zeichnen, was Daniel, von unseren Artisten, gerade am Gangen ist, mit ihnen zu machen. Also ich bin Daniel Prattnofer, ich bin 22 Jahre alt, ich bin ein freischaffender Künstler. Schon am Hariko zu Attelbreck mein Atelier, wo ich auch am Gegenzug zu Workshops proposieren, weil an diesem halt zum Beispiel, wo man Charaktere gezeichnet tun. Also an dem Workshop geht es um Character Creating, und da sind ein Körper oder ein Körper gezeichnet, und da hat am Anfang Leute dafür brauchen, was ich nicht. Weil ich kann es gibt kleine Tricks, wie ich von Körper durchstellen kann, wenn ich Gesicht auf einfache Art und Weise durchstellen kann. Und das weiß eine Scheide Leute, und dass sie mit der Basis dann hier einen Charaktere können kreieren. Wie sie sich selber also wie sie sich selber durchstellen will in dem Moment, oder wenn sie etwas was sie gerne machen, dass sie das durchstellen. Ja, und er braucht absolut keine Voraussetzungen dafür. Also wie ihr heute seht, ist schon halber
eigentlich doch gehen, dass sie berühmte Personage und Sänger aller Kannersendung vor früher das hat meine Lieblingskannersendung, die ich immer frei geguckt habe und ich fand halt cool, dass ich halt gelehrt habe, wie die gut zeichnen kann, wie halt Natur mischt und mit der Farbe spielen, wie das doch relativ realitätsnah ausgesetzt und ich fand das ein gutes Sache. Dass man Austausch komme können über Sachen schwatzen aber gleichzeitig auch eben über Aktivitäten gerade nur in diese COVID-Zeiten ja Auffesselungen was sind die vielleicht angeschränkte Freiheit die gerade bei den Jungen mich stark auch wirkt die können ein bisschen zu reduzieren zumindest mal, weil das keine einfach Situation an bei können zu kommen dann abzuieren steigt natürlich das menschlich und die das alle mit gibt. Auch diesen ganzen August ginne es eng ganz paar die Aktivitäten an rund dem Jugendhaus zu Dickrich aufgehalten. Also unbedingt mal Internetseite von der Nordstadt Jugend Rallusen, am besten sich aber natürlich am Vierfeld für die Aktivitäten ummelden. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass gleich Kirmes ist, und zwar denke ja mehr lang wie in das Gewinn ist, weil sonst keine Aktivitäten geplant sind. Der Rendezvous für die Laurentius Kirmes ist vom 30. Juli bis den 15. August. Wir sehen uns dann den 16. August für eine neue Emission von Dickrich TV. Bis dahin macht es gut, auf jeden Fall eine ganz schöne Vakanz. Ade.